durchs Tanzen, man kann Wut rauslassen. Es ist wie Therapie eigentlich. Larissa ist ohne Unterarm auf die Welt gekommen. Sie sagt, sich selber zu akzeptieren, sei ein längerer Prozess gewesen. Jetzt treffen wir sie dann gerade in der Tanzschule, wo sie es mir dazu erzählt. Als ich klein war, hat es mich eigentlich nie gestört. Und auch meine Eltern haben mich jetzt so erzogen, dass mein Handicap nie im Mittelpunkt gestanden ist, sondern sie haben mich eigentlich erzogen wie ein normales Mädchen auch sonst. Also ich habe wie Zeit bekommen, meine eigene Art und Weise herauszufinden, wie ich zu einem gleichen Endprodukt komme. Ich habe zwar gleich gewusst, dass ich ein bisschen anders bin als die anderen, aber es hat mich jetzt nie geplagt. Ich habe mich eigentlich auch nicht geschämt. Aber dann so Ende Primar oder so Mitte Primar hat man dann auch eher Blick auf der Straße wahrgenommen von Leuten, wie sie gestartet haben, wahrscheinlich einfach aus Neugier. Und ab dort habe ich es dann wie probiert zu verstecken, habe mich eher ein bisschen zurückgezogen. In dieser Phase haben wir eine sogenannte Schmuckprothese machen lassen. Das ist eigentlich so eine Prothese, die wie so ist, aber sie hat keine Funktion. Und die war wie da, dass wir einfach das ein bisschen decken konnten, mein Handicap. Und mit der habe ich einfach gemerkt, die ist eher im Weg, als dass sie etwas bringt. Die war dann auch im Schrank. Also irgendwann habe ich wie so gemerkt, es bringt wie nichts, wenn ich es die ganze Zeit probiere zu verstecken. Es war sehr aufwendig, wie zum Beispiel jetzt im Sommer, wenn du so ein Röckchen angehst, ein Jäckchen mitzunehmen. Mit dem Tanzen hatte ich auch mal eine Zeit, wo ich gedacht habe, ich will nicht mehr tanzen. Und auch die Bewegungen nicht ganz ausführlich zeigen. Ab dort hat es dann einfach Klick gemacht, was einfach gesagt hat, das bin nicht mehr ich. Also es war ein längerer Prozess mit Ups und Downs. Aber ich bin froh, dass ich jetzt eigentlich sagen kann, dass ich mich wohlfühle in meinem Körper und eigentlich auch stolz bin, so etwas zu tragen und einfach die Person sein darf, die ich auch bin. Larissa erzählt, dass ihr Handicap im Alltag sie eigentlich nie einschränkt. Vielmehr sei es so, dass sie Sachen einfach ein bisschen anders machen, wie Menschen mit 2 Händen. Also zum Beispiel Schuhe binden brauche ich einfach ein bisschen länger. Haare zusammenbinden war auch ein Prozess, bis ich das mal gelernt habe. Aber es gibt sicher Sachen, wo ich einfach langsamer bin und mehr Zeit brauche als andere Leute, die 2 Hände haben. Mein Handicap hat mir sicher durchhalten wollen, zeigt, dass ich das auch kann. Machen wir noch ein bisschen schneller. Okay. Yeah. Whoa. What you call an icon living? Start a record label, Miss Fish just did it. Nylon cover 5 minutes. Whoa, we are too hot in the business. Das Tanzen war wirklich so das, was mir sehr geholfen hat bei diesem Prozess und mich eigentlich auch dorthin gebracht hat, wo ich jetzt sein darf. Ich habe sehr früh angefangen zu tanzen. Also ich meinte so in der 1. Klasse. Und ab dort hat es mich eigentlich schon gepackt. Weil man kann einfach auch Gefühle rausbringen durchs Tanzen. Man kann Wut rauslassen. Es ist wie Therapie eigentlich. Wenn ich tanze, bin ich eigentlich wie auf einer anderen Welt. Also es ist einfach ein erlösendes Gefühl. Von der Gesellschaft wünsche ich mir, dass wir einfach wahrgenommen werden wie jetzt ein normaler Mensch sozusagen, was jetzt die Gesellschaft als normal sieht. Auch wenn man es sehr lieb meint und manchmal viele Fragen stellt. Entschuldigung, schaffst du das wirklich? Kann ich dir irgendwie helfen? Das schaffst du doch nicht. Dass wir wie das anbieten, aber wie nicht uns als unfähig bezeichnet, obwohl man das gar nicht extra macht oder böse meint. Aber das gibt dann wie so ein bisschen das Gefühl, dass man selber nicht viel kann. Larissa ist momentan in der Ausbildung zur Kauffrau. Sie sagt, in ihrem Job sei ihr Handicap eigentlich nie ein Thema gewesen. Und auch bei ihren Kollegen nicht. Im Gegenteil. Was ich auch sehr schön finde, ist vor allem in meinem Umfeld, dass man wie nicht denkt, das ist Larissa, die ein Handicap hat, sondern dass das einfach wie vergessen geht. Und dass man es wie gar nicht mehr gemerkt oder manchmal gar nicht mehr weiss, dass ich eigentlich anders wahrgenommen wird und nicht auf das aber reduziert wird.